Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Eine Lachnummer aus Bern hat uns diese Woche so richtig gefallen. Im Ständerat wird ja immer noch von Hand abgestimmt und zählt. Aber das System scheint pannenanfällig. Zweimal abgestimmt über ein Geschäft und zweimal falsch auszählt. Hand aufheben und durchzählen scheint Bern ein paar zu überfordern. Ja, gut, ich bin persönlich schon immer gegen das Aufstrecken gesehen, ausser beim Mittelfinger. Danke vielmals, Ottmar Hitzfeld. Wir wollen es trotzdem lieber wissenschaftlich anschauen. Ist Handaufstrecken noch die richtige soziopolitische Ausdrucksform, Fernsehbiologe Andreas Moser? Der gemeine Ständerat erlebt gerade hautnah, was Evolution bedeutet. So haben frühere Generationen von diesen kleinen Kerlen problemlos bis 46 zählen können. Aber im Zug von der Digitalisierung können die Schlingel nur noch zwischen 1 und 0 unterscheiden. Ja oder nein. Zwar wehrt sich der Ständerat vehement gegen den evolutionären Schritt, hätten biologisch aber schon längst vollzogen. Nicht von evolutionär, sondern immer gleich. Der Sammy Klaus. Er kommt am 6. Dezember. Nationalrat Christoph Mörgeli, bin ich auch vorbeigekommen. Absolut. Oder eben nicht, können Sie denken, Frau Fretsch, gell Sie? Der Sammy Klaus ist ein Marxist. Dass er rot ist, sieht man doch schon von weitem. Er verschenkt einfach so Waren, ohne dass der Empfänger etwas geleistet hätte. Das gefällt mir nicht. Außerdem sieht der Sammy Klaus und der Schmutzli aus wie ein muslimisches Ehepaar. Der Klaus mit Bart, der Schmutzli verhüllt sich in einem dunklen Gewand und immer 2 Schritte hinter dem Klaus. Gift für unsere Kinder, verstehen Sie, Gift? Spüre ich da eine subtile Abneigung gegen das alte, schöne, vorweihnachtliche Ritual. Also Roger Köppel, Chef der Weltwoche, da ist in dem Fall eine Analyse gefordert. Ist der Sammy Klaus noch zeitgemäss in der modernen, liberalen Schweiz? Ein Klaus ist ein Schmutzli, der Karriere gemacht hat. Fast wie ich. Gut. Um was geht's? Es widerstrebt sämtlichen liberalen Grundsätzen, dass es eine Instanz gibt, die ihrerseits nicht kontrolliert wird, öffentlich auftreten und die Welt in Gut und Böse einteilt. Für das haben wir in der Schweiz schon den Roger Schawinski. Punkt. Wie sehen es die anderen Schweizer Persönlichkeiten mit dem Sammy Klaus? Roger Federer, bei Ihnen zum Beispiel, zu Dubai oder wo Sie gerade auch immer sind, haben Sie überhaupt noch einen Bezug zum Sammy Klaus? Ja gut, ich meine, der Santi Klaus und der Schmutzli sind mir sehr nah, oder? Ich sind wie ich und der Stan Wawrinka, oder? Ich der grosse Held mit der Preis, oder? Und der Stan der Loser mit Ruten, oder? Für Kind ist der Sammy Klaus ja eine gefürchtige Erscheinung, oder? Mit dem Umhang, mit dem Bart. Jeroen van Rooyen, sie kümmert sich um alles, was Optik ausmacht. Also er ist ja schon einer von den auffälligen Sorten, der Sammy Klaus. Korrekt, Bärte sind im Moment der Way to go. Ein bisschen mutiger, aber nicht falsch, ist das grelle Rot, wo aber in Kombination mit dem dunkel gekleideten Partner durchaus wieder Sinn ergibt. Das Outfit ist für den gepflegten Gentleman von heute die einzige dezente Chance, einen Sack von exorbitanter Größe dürfen zu tragen. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.